Talk it like Loose D. Nice. One check, Es one geht check, wieder one los, check! Habibis, back in town! Hey! The Wake Orient up, is in wake the house! up! We Yeah. are back in business, baby! We are back! Aha. Loose D in the house! Hindertje salto, alle montieren hindertje Action, salto! action, action! Yes, baby! Ladies and gentlemen, Aha. es ist wieder Gehst du zum Barber, Fisch machen, Zeit! alle müssen ready sind für das! What's Fischer poppin', what's poppin'? Grüezi miteinander, schön, Was dass geht, schön was sind alle geht? wieder da. Ciao Bello, was läuft? Ja, gut, alles gut bei dir? Mir geht's fantastisch, Hä? fantastisch. Läuft's? Wenn ich euch Köpfe wieder sehe, geht's mir wieder gut. Man. Wenn ich Leute sehe auf dem Stuhl sitzen, dann fühle ich mich wie ein Kronprinz. Irgendwann darf ich auch mal nicht drauf sitzen. Irgendwann müssen wir das auch machen, ein bisschen changen, dass wir mal drauf hocken. Absolut. Aber ja, mir geht's gut. Ich bin gerade von Dubai zurück, riesen Feeling gehabt. Riesen Drip, ah. Ja, voll brutal. Und wir sind wieder mal nicht allein an dem Tisch. Yes. Wir haben Verstärkung. Ein junger Mann, der das Wort Trainerhose nicht kennt, der das Wort allgemein schlecht Kleider nicht kennt. Der Erfinder vom Hashtag Outfit of the Day. Of course. Die bekannteste Glatze aus der Schweiz. Herzlich willkommen, Jojo Uka! Danke. Welcome. Hey, danke Jojo, mal wie für die geht's? Einladung, Jungs. Wie geht's? Die Einladung selber schon mega. Und das Einstimmen hat sich schon gelohnt, dass ich da reinkomme. Plus nicht blitzt worden. Ja, das ist Ja, die Freude. das ist Wir haben wichtig. Freude, dass du da bist. Das ist wichtig. Aber ich muss dich nur ganz kurz korrigieren. Trainerhose kenne ich seit letztem Jahr. Ah, gut, hast du das einfach kennengelernt. Ja. Jetzt seid ihr. Ja, Gut, gut, dann können jetzt, wir ein bisschen nachher mehr erzählen. ich glaube, da können wir noch drauf sprechen. Ist es, ich glaube, es war ein schwieriger Wandel gewesen. In Trainer aus der Ja, Szene. aber jetzt am einem Sonntag Trainerhosen rumlaufen ist okay, ja? Das ist Ich okay. kann schlecht, In der eigenen vier Wänden. Ja. Das ist Ich kann schlecht am Montagmorgen mit Trainerhosen arbeiten Ja. und Anzüge verkaufen, aber Wäre mal noch eine neue Geschäftsidee. ja, es gibt weniger Umsatz für mich, aber ist okay. Wobei ich glaube, wenn es einer könnte, dann du. Ja, Dann würdest du anbringen. Da würde ich jetzt vielleicht noch unterschreiben. Ich hatte zuerst überlegt, das Intro reinpacken, die bekannteste Glatze aus der Schweiz oder nach dem Thaddeus die bekannteste Glatze auf der Welt. Aber ich habe gedacht, komm, bleiben wir mal. Easy. Bleiben wir mal. Bleiben wir da. Was läuft? Wie geht's? Alles gut bei dir? Super. Bist Darf du nicht zufrieden? klagen, wirklich. Super. Top. Mir geht es blendend. Ich habe ein bisschen ruhiger, wie auch schon. Aber sonst darf ich überhaupt nicht klagen, dass es mir nicht gut geht. Ich bin happy und ja, von dem her alles top. Das ist auch schön. Ja, Super. ich habe gehört, bist du in Dubai gewesen? Ja, voll. Geil. Bin nicht ein bisschen braun geworden? Ja, ein bisschen. Ja, Immer in den Clips sind. Ja, Immer in den Clips sind. Wirst Wird nicht man nicht braun. braun, gell? Weißt du? Genau, das ist der Nach, Punkt. vom Nachtleben ist nicht braun. Und wenn bis am Morgen, am Nachmittag um 3, 4 Stunden aufstehen, ja, den Rausch ein bisschen abbauen. Nein, voll recht aktiv gesehen. Ich habe viel Sport Geil. gemacht. Jeden Tag. Top. Ich habe ihm einmal FaceTime angerufen, er einfach im Gym. Geil. Appreciate. Kommt aber nicht darum, Dubai ist sieht sehr 3 Kilo schwerer aus. Ja, Irgendwie. gut, das ist normal, gell? Wegen Dubai Machst du Schocki, weißt du? Hast du probiert? Ja, ist ja ur fein, ne? Ist voll mit so Mega. Kühnenfilm und Genau, Pistazien. Jungs, so. bis heute nicht einmal probiert. Ich eben auch nicht. 100'000 Mal gesehen, in jeder Story. Gell? Das Ich ist habe voll geil. heute eine Tafel Schoki im Geschäft gehabt. Und ich so, hey, look, die probiere ich jetzt. Ja. Dann kommt der Mitarbeiter und sagt so, nein, die darfst du nicht aufmachen. Die ist für eine Kollegin, die muss noch eine Story machen. Und ich so, Bro. Wir sind in dem Zeitalter. Ich so, Bro. Also, nein, die darfst du nicht aufmachen. Und ich so, okay, ist gut. Und ich so, holst du so einen, ich mache eine Kooperation. Und er so, hey, so eine Tafel kostet 15 Stutz. Und ich so, was? Bro, Krass. 15 Stutz. 15, 16. Hast du da türkische gern, da Kühnefe da? Ja, Hast du logisch. das gern? Ja, Ja, wenn und du das da gerne hast, dann hast du Pistazien, Dubai schon auch gern. Sehr geil. Ja. Aber Also ich habe es ja nicht probiert, aber es sieht für mich noch genau. Die haben dem- sogar so Kooperationen mit Lind gemacht. ja, habe ich gesehen. Das habe ich jetzt auch gesehen. Mega. Tafel Schoki wird versteigert auf eBay für 200 Stutz. Ja, das habe ich auch gesehen. Also angeboten. Hey, Jungs. Ja gut, Angebot und verkauft ist ja noch was anderes. Das Ich habe nur eine Tafelschock, ich gebe sie dir für 150. Zahl das jetzt. Weißt du, ist der Winter. hast du mitgenommen von du? Ja, aber ich habe sie mit einer Frau geschenkt. Muss Schwach. ich schenken bitte. Was schenkst du Frau Sachen?
Voll kein guter Kollege, schenk mir. Ich warte seit halb Jahren auf ein Geschenk. Ich habe 3 Mal Geburtstag gehabt. Es sind 5 Tage, wo ich mich muss aushalten. Plötzlich ist sie am Strahlen. Plötzlich geht es ihr gut. Gell? Für ein bisschen Schacki. Ja, man, wie ist die aktuelle Situation mit den Läden? Jetzt bist du ja im Umbau in St. Gallen, oder? Genau im Fall, ja. Ich habe es jetzt momentan, wie vorher gesagt, jetzt ein bisschen ruhiger. Ich bin momentan nur in Zürich am Arbeiten. Also nur, ich habe dort meinen Standort und den habe ich auch schon seit ein paar Jahren in der Stadt drin. Der in St. Gallen, der eröffne ich dann wieder im März oder April. Ich weiß es noch nicht. Wieso ist er zu? Ich habe dort es hat einen Umbau gegeben im Haus selber. Und ich musste raus müssen, aber dann ist schon vor einem Jahr gewusst. Und habe es jetzt bis auf Ende September rauszögern. Und für mich war es eigentlich gar gut, dass ich sagen kann, weißt du was, schau, bis Ende September mache ich noch. Die Saison ist eigentlich durch, weil die Hauptsaison ist wirklich von Februar bis August, September. Und dann habe ich Oktober, November, Dezember eigentlich in St. Gallen ruhig, weil es sowieso ruhig ist, auch in dieser Zeit. Und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren, ich kann mich ein bisschen für die anderen Kollektionen ein bisschen, kreativ sein und allem drum, nicht unbedingt in den Läden sein. Und jetzt bin ich froh, ehrlich gesagt, um einfach mal ein bisschen oben runterzukommen die nächsten paar Monate, weil ich jetzt auch die letzten 8 bis 10 Jahre eigentlich fast Montag bis Sonntag gearbeitet habe. Ja. Den Brand aufgebaut habe, viel unterwegs war, viel gereist bin und. Und jetzt bin ich froh, kann ich einfach mal ein bisschen, Nice. ein bisschen weniger. Aber willst du wieder aufmachen? Ja, unbedingt. Du bist ja Ur-St. Galler. So nein, also es geht nicht ohne Laden St. Gallen. Ja. Applaus für alle St. Gallen. Erste St. Galler? Oh nein, der Lambert, der Fabio. Fabio, guter Typ. Ja, ist ein guter Typ, funny dude. Einfach mal machen, Brütchen. Ja. Einfach mal machen. Geil, das ist Genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, beim März plane ich wieder aufmachen. Und dann gibt es ein fette Opening. Hast du schon einen Standort? So wie es aussieht, ja. Geil. Noch nicht unterschrieben. Aber gestern eigentlich Zusage bekommen. Geil. Mündlich Zusage, aber noch nicht unterschrieben. Ja. Und wir sind ja in der Schweiz, wir warten, bis wir alles schriftlich haben. Ja, oder? natürlich. Können wir noch nicht gratulieren? Nein, bitte nicht. Erzähl mal, wie bist du eigentlich in die Modebranche reingekommen? Wie hat das alles angefangen bei dir? Erzähl mal da. Jetzt muss ich aber weit ausholen. Also, also angefangen grundsätzlich, jetzt ja schon lange. Ja. In die Modebranche reingekommen bin ich eigentlich nach der Lehre. Das war etwa 2005. Ja. Ich bin gelernt bin ich Automech. Oh, okay. Ich hatte dort die normale Lehre abgeschlossen und dann nach der Lehre bin ich ein Jahr arbeitslos gewesen. Und so viel ich weiß, habe ich nachher ein Teilzeitangebot bekommen, zum Verkäufer sein in einem Laden. Habe ich angefangen 20% und dann habe ich mich so immer Step by Step aufgeschafft, bis ich irgendwann mal Shopleiter war in dem Betrieb. Und dann bin ich irgendwann gewechselt in Zara, Inditex Group, in der Shopping Arena, dort wo es aufgegangen ist. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, ein bisschen auf Facebook meine Outfits zu posten, die ganze Zeit hin und her. Also das ist schon immer vorher. Das habe ich schon immer gemacht. Aha, also, okay. Du bist schon recht früh so mit so Influencer-mäßig. Ja, also ich sage so Blogger-mäßig, Fashion-Blogger-Influencer habe ich früher angefangen. Darum habe ich dort schon ein Netzwerk gehabt. Habe das Netzwerk natürlich dann immer mehr und mehr aufgebaut. Und auf jeden Fall bin ich dann jahrelang einfach nur Verkäufer gewesen. Verkäufer, Abteilungsleiter und. Und habe immer halt meine tägliche Posts gemacht auf Instagram dort. Immer Outfit of the Day. Immer Outfit of the Day, Day of the Day. Jenste Hashtag erfunden gehabt, was immer. Und ja, die Followerzahl ist dann immer gestiegen, weil man halt andere Big Brands oder Big Fashion-Seiten die ganze Zeit Repost gemacht haben. Und wenn du dort mal einen Repost gemacht hast, hast du am Tag irgendwie 500 bis 1000 neue Follower bekommen. Am schon Tag. Oder pro Post. Also eine bekannte Marke reposten? Ja, einfach eine bekannte Marke oder zum Beispiel irgendwie ein bekannter Fashion-Blog, wo irgendwie 500'000 Follower hatte. Haben wir gepostet und die haben irgendwie 500 oder 1000 neue Follower bekommen. Heute postet mir eine Seite mit 3 Millionen und wir folgen 5. Von dem die Story, die du jetzt vorgemacht hast, ist nicht reposten. Hey, auf jeden Fall
bin dann immer noch Verkäufer in dieser Zeit. Das war irgendwie 2012, 2013 gewesen. Und irgendwann, ich bin mittlerweile 25. In deiner Story. Story. 25. Siehst immer noch aus wie Genau. 25. Ich will Rabatt für Abschluss. Machen wir Kooperation, Bro. Ey, auf jeden Fall bin ich 25 gewesen und ich so, da muss weitergehen. Ich bin in 5 Jahren 30. Ich verdiene immer noch meine 3,5 brutto. Und wie komme ich weiter? Also mit 3,5 brutto kannst du, ja, mit 3,5 brutto kommst du nirgends hin. Mit einer Family zum Beispiel oder willst du Kinder ernähren oder was immer, weißt du nie, oder? Und dann bin ich irgendwann einmal zum Chef angegangen und habe gesagt, hey, lass, es wäre schön, wenn ich vielleicht mal eine Lohnerhöhung bekomme nach 3 Jahren in dem Betrieb. Wie sieht es aus? Und dann haben wir mal das Jahresabschluss gesprochen. Dann haben wir über den Lohn geredet, unter anderem. Die Zahlen sind gut gewesen, Arbeitseinstellung ist gut gewesen. Der Lohn heisst, du, look, 50 Stutz Lohnerhöhung. Und ich so, geil, 3,5 auf 3,55. Fair, Stabil, Bro. yeah. Nehme ich gerne an, aber ich werde sicher nicht länger nachher da drinnen arbeiten können. Ich sehe grundsätzlich wirklich, das, was ich hier mache, kann ich selber machen. Ich habe ein Netzwerk, wir kommen sehr viele Leute besuchen. Vor allem immer nachdem ich etwas posten kann für den Betrieb, sind Leute gekommen und gesagt, hey, Du hast dann nicht separiert, gell? Nein. So mit, wo du bei deinem alten Arbeitgeber warst, ich bin am Arbeiten, du hast, als ob du selbstständig gewesen wärst, Das eigentlich so selbstständig gehandhabt. die ganze Zeit. Okay. Und ich habe Werbung gemacht, das würde ich selbstständig sein. Ja. Nur habe ich nichts profitieren von dem. Ja. Ich habe Leute vermittelt, aber ich habe nie irgendetwas bekommen. Ja. Ja, und auf jeden Fall bin ich mal irgendwie, was war es, 2015 etwa, 2014, 2015, dort umeinander. Habe ich den gekündigt und bin in die Ferien. Wir sind auf Asien. Und dann bin ich mal nach dem Strand dort, sind wir in die Stadt gegangen und haben uns irgendwie Massenzeug machen lassen, ich und der Kollege. Und dann sage ich dem Kollegen so, du schau, machen wir einen Blazer, du machst einen Blazer, machen wir noch 2, 3 Hemper und dann schauen wir es an. Du, ausprobiert. 2 Tage später das können wir holen. Ja. Und probiert. Top gewesen. Kostet jetzt nichts. Ja. Die ist so geil. Also du hast nach deinem Design, so wie du es Also wie du designt. selber. Weil das Design oder Aha, die jetzt Kombination, check ich Kombination und allem drum und dran, das habe ich schon immer im Kopf gehabt. Von wann ich Bist keine Ahnung hatte, ist von Schneidern. Schneiden. Bist so, Stoff von Schneiderei habe ich keine Ahnung. reden wir jetzt dort in Asien, bist du dort schon in dem Anzugsfilm gewesen, dass immer so I- well-dressed ja, rumlaufst oder ist es so ein bisschen mehr urbaner? So leicht urban. Ja, okay. Ja. Ein bisschen das Street-Style, aber gleich auch schon Blazer angehabt. Ja, okay. Aber ja. gekauft kann dort mal und was auch immer im Wii oder wo. Ja, auch immer ja, gewesen. damals halt. Ja, voll. Wo ich kein Cash hatte, habe ich auch noch nicht dabei. Und dann bin ich dort gewesen, haben wir eben dort 1, 2 Blazer machen lassen, ein paar Hemper machen lassen, abgeholt, super happy gewesen. Und dann sage ich dem Kollegen so, Bro, das ist doch ein Businessmodell. Das kann ich doch in der Schweiz machen. Er so, nein, das ist nicht so einfach, Bro, und hin und her, bla bla bla. Und ich so, ja, wir schauen jetzt mal an. Du glaubst, ich bin in die Schweiz gegangen, habe ein paar Hemper bestellt, via WhatsApp mit dem Schneider. Den Kontakt oder kannst, ja. Der hat ein bisschen Deutsch können, oder Deutsch und Englisch. Ja. Und habe dann nachher so angefangen zu bestellen. Habe mal etwa so 40, 50 Camper bestellt. Ja. Die Poster kann nachher, wenn ich sie bekommen habe, weg. Ja. Schon. Und ich so, Wie ist es vertrieben? Also wie, hast du online, jetzt wieder auf über Instagram. deine- Auf Instagram habe ich es einfach verkauft. Ich habe das Poster gehabt, Grösse, ich habe sie gekauft, blöd gesagt, für 25 Stutz und verkauft für irgendwie 80 60, 70 Stutz. So, ja. Zum Schauen, funktioniert oder funktioniert. Ja. Ey, geil. verkauft, Businessmodell testet. nur probiert. Verkauft und dann frage ich so, du, kannst du auch Hosen machen? Blazer, hin und her. So, ja, sicher kann ich alles machen, ich kann es auch schicken. Du musst einfach selber abmessen. Schau, das sind YouTube-Links, lernen. Und ich, easy, probier. Ja. Gemacht. In die Hose. Die nächste Bestellung, wieder abgemessen, ein paar Kollegen. Gewartet 2 Wochen, da kommt der Anzug. Ist okay gewesen. Und ich so, okay, langsam habe ich es draussen, weil Ja, kommt du immer weißt, besser. Ja. du weißt nie,
am Anfang weißt halt nie, wie messe ich richtig ab. Ja. Messe den Oberarm anliegend ab, messe den Oberschenkel ein bisschen luftig ab. Und ein bisschen auf den Stoff drauf an und so. Der Stoff, hat der Stretch drin, hat er kein Stretch drin. Da ist Baumwolle, ein bisschen festerer Stoff. Ja. Da weißt halt nie, oder? Ja. Auf jeden Fall habe ich dann damals noch so etwa 3-4 Monate draussen gehabt, ein paar tausend Stutz investiert gehabt, weil ich halt viele Samples gemacht habe. Ja. Und irgendwann habe ich gecheckt, ich so, leck, da funktioniert. Und es hat noch keine Junge auf dem Markt. Es hat noch keine junge Anbieter gehabt. Jetzt ist voll. Ja. Jetzt ist jeder Zweite selbstständig, oder? Ja. Ist ja gut so. Ja, sollen alle ein bisschen vom Kuchen haben. Der Kuchen ist riesig. Ja. Auf jeden Fall habe ich da noch so angefangen. Und dann ist halt da nach einem Jahr ist noch ein bisschen professioneller geworden. Ich habe einen Showroom gemietet. Und dann habe ich den Kunden empfangen. Ganz am Anfang habe ich nur alles von die Hause aus gemacht. Und irgendwann bin ich auf Kunden besuchen. Ich bin Kunden im Büro besuchen. Und irgendwann sagt so ein Berater, du, können wir mit ein paar Leuten vorbeikommen? Und ich so, wohin? Und er so, ja, zu dir ist das Geschäft. Wir würden gerne ein bisschen Anzug kaufen. Ich würde meine Mitarbeiter ein bisschen eindecken. Und ich so, wird schwierig, ich mache alles von die aus. Und er so, was? Und ich so, ja, ich mache alles von die aus. Momentan habe ich noch kein Büro. Ja. Dann habe ich gemerkt, ich so, hey, ich brauche ein Nachfrage Büro. ist da, Ja. Ein Büro gemietet, wirklich günstig eingekauft. Im Ikea bin ich einen Tisch einkaufen, ich bin einen Packschrank einkaufen, ich bin den klassischen Kuhfell einkaufen. Ich habe 2 Bürostühle geholt, habe ein bisschen Anzug bestellt online in einem wie soll ich sagen, in so einem Sale-Online-Shop die ganze Zeit. Habe dort die Etikette weggenommen und so nachher im Showroom verkauft, oder? Ja. Ja, so fängst du halt an, ja. Du hast nicht gewusst, wo Ja, war ja, wie. Du hast wo, keinen wo, Kontakt gehabt, du hast keinen Ja, Kontakt wie, gehabt, ja. du hast keine Connections gehabt, du hast keinen Namen gehabt, sozusagen. Hast die Firma Du schon musst ein gegründet? bisschen. Die Firma ist gegründet, eine Einzelfirma, ja. Wann hast du die aufgemacht? Die ist im November 14. Applaus. 10 Jahre. Bro, das sind zwar 10 10 Jahre. Jahre. Gratuliere, amigo. 10 Jahre deine Firma bestand. Oh, Shit. Mann, ja. 10 Jahre daher. Das Und als 10 Jahre. Jubiläumsgeschenk darfst du im Podcast. Aber Auf dem Königsstuhl, wie ein arabischer Prinz. ey. Ja, brutal, ey. Scheiße. Ey, sag nicht. Aber das Geschäft habe ich dann eben im 15. aufgemacht. Darum feiere ich dann als nächstes das 10-Jährige, wenn ich die neue Ja. Eröffnung mache. Und Das inoffizielle, das ja, offizielle ist jetzt genau. dann, Aber ich würde einfach nicht arg mitzählen. Obwohl es ist schon geil. Ist schon geil. Ey, und auf jeden Fall habe ich dann nachher da mit dem Showroom angefangen. Ja. Und ein Jahr später, im 16. ist dann der Noisy gekommen, Ja. mit einem Kollegen, und hat sich eingedeckt für ein wie soll ich sagen, Für einen Anlass. oder? Wie- für einen Video- Anlass, für den Blair Destani, wo noch irgendwie Eine Filmpremiere, oder? ja, Filmpremiere von Frauen, Ah, okay. genau. Und dort ist er vorbeigekommen, haben ihm den Anzug dann gemacht. Er fängt an Story machen auf Snapchat, auf Instagram, auf Facebook. Überall. Er hat es überall gepostet. Du glaubst, mein Telefon hat einen Tag später vibriert. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ab dem Moment ist nachher so Ja. Krass. Step by Step abgegangen. Geil. Und dann habe ich auch schnell Produktion wechseln, ich habe alles auf Europa verlagert und. Immer Und, professioneller. immer professioneller, hast eine bessere Webseite gemacht, hast einen Mitarbeiter organisiert, hast einen Geschäftspartner geholt und. Weil ich gemerkt habe, hey, look, das Business, Ja. da musst du jetzt durchziehen, weil Ja. ich weiß nicht, wie sie 2-3 Jahre aussieht. Voll. Und etwa sicher 2 Jahre lang ist es noch gut gegangen, bis im 18. Und dann hast du gemerkt, wie die anderen gekommen sind. Konkurrenz und so. Konkurrenz, ja, keine Konkurrenz, aber ja, 2-3 Mitbewerber. Und dann haben wir da halt professioneller Geil. gemacht. Dann habe ich schnell mal einen neuen Laden organisiert in St. Gallen. Also wirklich einen schönen Laden. Das war quasi der erste You-Can Store. Ja. Auf 150 Quadratmeter, geile Möblierung und allem drum und dran. Einfach alles professionell gemacht. Wirklich viel Geld investiert. Aber das voll kannst du dahinter stehen. So Ja, Flagship, ja, so absolut. Flaggschiff hast du. Ja, ganz Geil, genau. ja, verstehe ich. Ganz absolut. genau. Darum verstehe ich auch, Also dass das mit wirklich St. Gallen sehr behalten. geil eingerichtet. Nice. Schöne Möbel, so ein bisschen im British-Stil. Mhm. Und und jeder, der reingekommen ist, auch 6 Jahre später, gesagt, boah, geile Laden. Mhm. Und es war echt ein schöner Laden gewesen. Aber jetzt gibt es natürlich neue Chancen, es ist ein neuer Standort. Ja. Und dann,
schau jetzt mal nächstes Jahr, wie der nächste Laden wird. Ja, und dann ist halt da immer bekannter geworden. Dann sind irgendwann Musiker gekommen, irgendwann sind Fußballer gekommen und dann sind Politiker gekommen. Und ich habe gemerkt, du musst das richtig aufziehen. Schon, ja. Und die haben da halt richtig aufgezogen. Eine Marketingagentur organisiert, eine Brandingagentur organisiert, wo mir der Brand mehr oder weniger auch wirklich gestärkt hat. Viel Geld investiert in geile Kampagnen und allem drum und dran. Und das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist extrem wichtig. Wenn du wirklich wahrgenommen werden willst, dann musst du einfach in Brand investieren. Nicht nur einfach zum Kunden gewinnen, sondern wirklich auch, damit der Brand gefestigt wird. Ganz genau. Und das ist extrem wichtig. Zum einfach auch gegen außen einfach ein gutes Bild machen. Ja, das von Aber außen klar, wahrgenommen wirst, ja. Vor allem, du bist ja nicht nur du bist der Brand. Du, ich finde es oftmals da. Logisch, weißt, logisch. Du hast dich selber als Person und deine Firma. Am Anfang habe ich das gemacht. Ja, genau. Bist Immer du das mich, selber? mich, Das ist das mich. Gleiche. Und heute interessiert es mehr oder weniger fast niemand mehr. Okay, weißt du YouCan oder weißt du YouCan? Sie kommen zu uns, wieso? Sie kennen den Brand. Sie haben den auf der Webseite gesehen, sie haben den im Fernsehen gesehen, sie haben den in der Kampagne gesehen und die machen einen Termin ab. Aber dann heißt es nicht, ja, ich will zum YouCan. Und da ist das Gute, das ist das Positive daran. Ja, aber das ist dann auch schwieriger dran. Dort habe ich zum Beispiel jetzt recht viel Mühe mit meiner Firma Loop Studios. Weil viele kommen eigentlich wegen mir. Aber mein Ziel ist es, dass sie nicht wegen mir kommen, Ja, logisch. sondern wegen meiner Firma. Ganz genau. Firma. Das heisst, du Das musst den Brand pushen. Ja. Du musst die weniger im Vordergrund Genau, sein. das ist Du musst deine Leute rauslassen. Du musst deine Absolut. Leute an der Front lassen. das ist Du musst ihnen das Vertrauen geben, du musst abgeben. genau, Und das ist genau. mein größtes Problem gewesen. Die ersten paar Jahre habe ich nicht abgeben. Alles will Selber alles Und durch will- jeder einzelne alles Geld, jeden alles Schritt hast ja und du musst abgeben, hast du musst- kontrolliert, alles. alles. Ist alles über deine Hand Ich gegangen. meine, du kannst heute immer noch kontrollieren in einem gewissen Rahmen, oder? Wenn du nicht 50 Mitarbeiter hast, dann geht alles. Auch bei 10, 15 Mitarbeitern kannst du noch kontrollieren. Genau. Aber irgendwann ist es zu viel und dann geht es nicht mehr. Dann musst du einen Geschäftsführer einstellen, dann musst du vielleicht einen zweiten einstellen. Und dann für den Überblick. Wie groß ist denn YouCan? YouCan ist gegen uns ist er mehr oder weniger gross in der Anzugsbranche. Man kennt uns. Wir sind bis vor kurzem sind wir erst 4 Mitarbeiter gewesen. Jetzt habe ich einen müssen gehen leider wegen dem Standort St. Gallen. Muss aber nachher sicher wieder 1 bis 2 neue haben. Also 4 bis 6 Leute sind da. Ja, maximal. Ja, okay. Maximal. Also, Also wir haben halt noch unsere Agenturen, gell? Die sind halt im Hintergrund. ja. Buchhaltung, aber die zählen halt nicht als fixe Mitarbeiter. Die tust du wie anstellen. Die sind quasi wie Für irgendwelche- gemietet sozusagen. Also, du tust auch schneiden vor Ort? Nein, vor Ort, nein, ich ja. habe eine Manufaktur, eine Produktion, die ist im Ausland, die ist in Tschechien. Dort habe ich auch alle meine Anzüge schneidern, Hemper und allem drum und dran. Und dort sind es zum Beispiel 250 Mitarbeiter. Aber die zahlen nicht ich, ich Du zahle zahlst den Auftrag. Auftrag schlussendlich. Ja. Und ja. Mit dem Kontakt in Asien hast du noch? Nein, gerne nicht mehr. Aha. Nein, das geht auch nicht mehr. Ich folge dem noch irgendwie auf Facebook oder so. Okay. Aber Man merkt, du bist alt, du hast noch Facebook. ja, letztes Mal. auf Facebook. Letzte Wir Woche. sind auf Facebook. Ja, Facebook brauche ich eigentlich nur für meine Ads. Ja, Ich brauche einen Kanal, aber irgendwie, wenn ich dort reingehe, ist alles orange, rot und ja, 99 draus, 99 ja. dort nicht. Und ich denke so, Überall komm, 99 Bro, Anfragen, irgendwie 2000 Anfragen und noch nichts angenommen. Und ich Ey. so, okay. Gerade letztes Mal meine Mutter zu mir, sie so, ey, so eine Tante von mir, die in Österreich lebt, die ist hässig auf mich. Ich so, Kollege, Alter, was ist jetzt die hässig auf mich? Ich habe mit der die 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ich so, was ist los? Sie hat ja gratuliert. Ich so, Alter, was hat die mir gratuliert, Alter? Keine Ahnung. Sie hat meine Nummer, jetzt sagt sie mir eine Nummer, die sie hat. Ich so, Kollege, die habe ich vor Kindergarten gehabt. Sie sagt, ich habe nicht WhatsApp. Ich so, wie denn? Facebook. Ich so, ein Pinwand posten. Weißt du, Ja. Kollege, Mann. Früher hast du da noch gesehen, die hat dir gratuliert auf deine Pin, Ja, Mann, ja. und was Und dann auch immer. likest du Ja, es. ja, du musst ja kommentieren. Like, merci, Bro. Ey, Scheiße, das sind noch Zeiten gewesen, ja. das ist geil gewesen. Ja. Das war wild gewesen. Denkst du das mit dem... Oh, sorry, hast du das? So gut, erzähl, Bro. Denkst du das mit dem Noisy, wo du erlebt hast, also nebst dem, dass du sicher eine gute Qualität präsentierst und deinen Stil auch, das ist relevant gewesen, dass deine Karriere nachher gepusht wurde? Denkst du, das ist der Moment gewesen, wo jeder so wartet, so, man schafft und dann kommt ein Moment, wo sagt, hey, Ich sag bis heute ja. schon. Josh, das ist Unter der erste. anderem, es hat einen riesen Push gegeben. Es hat ich meine, durch ihn sind Aber 100 Aufträge reingekommen. Ja. 100 Aufträge. Und die 100 Aufträge sind nachher halt. Das ist umgesprochen. Du Ja, weißt, wie ja, die Albaner ja. sind. Die Ja. Albaner sind wie Bienen. das ist so. Wenn es gut ist, sind alle miteinander. Das ist ein mega Und Support. sonst hauen alle ab. Das ist ein mega das ist- unterstützend. Das ist brutal. Das Und stimmt schon, ja. ich sage einfach so: Du schaffst. Und irgendwann ist Tag X. Und ich sage,
jeder Startup braucht einen Botschafter oder jemand, der dir einen Kick gibt. Und du musst mit dem können arbeiten. Du musst nachher können arbeiten. Du hast geschafft jetzt 1,5 Jahre, du hast okay verdient, du hast deine Kosten können decken, du hast ein bisschen Geld verdient, okay. Aber wenn dann der Tag X kommt, dann musst du parat sein. Und dann muss alles rundum muss parat sein. Du musst können liefern, du musst können, du musst können koordinieren. Absolut. Du musst den Umsatz machen, wenn du Umsatz machen Kannst. Umsatz machen kannst. Und das ist halt extrem wichtig. Du musst nicht, wenn nichts läuft, sagen, ja, ich brauche Umsatz oder was immer. Kollege, mach Umsatz, wenn etwas läuft. Ja. Den muss Maximum rausholen. Ich find vor allem, weil Da ist, für mich ist das auch so ein bisschen meine Definition von Glück. Weil man kann immer sagen, ja, du hast natürlich brauchst du Weißt, wenn Glück, dir aber etwas Glück sagt- musst du erarbeiten. Es ist eben, weißt, wenn Glück dir- musst du wenn dir jetzt Leute erarbeiten. sagen, ja, du hast Glück gehabt, du hast Glück gehabt. Ich finde, Glück ist für mich, wenn sich eine Opportunität, eine Möglichkeit ergibt, musst du einfach ready sein. Absolut. Wenn du dann ready bist, Also schau, ich habe da... wenn du dann ready bist, dann kannst du auch abliefern. Weil wenn du dann nicht ready gewesen wärst, dann ist nichts abliefern und niemand wäre... Erstens, du musst vor Ort sein. Zweitens, Ja. du musst umeinander sein. Und ich kann da ehrlich sein, wenn das war, das war am Sonntagabend um 10:30 Uhr. Ich war am Shisha-Rauchen. No joke. Ich war am Shisha-Rauchen, dann stellt das Telefon von einem Kollegen und sagt so, hey Jojo, da ist der Benno hin und her, ich brauche einen Anzug, der Kollege braucht auch einen Anzug, können wir schon vorbeikommen? Wir brauchen den Mann. Und ich so, Bro, es ist Sonntagabend. Und auf jeden Fall, ich so, ja, komm, gehen wir. Ich habe nicht gewusst, wer kommt. Ich habe gesagt, Sonntagabend, ich brauche 2 Anzüge für den Montag. Ja, komm, wenn er mir schon anruft, ich gehe. Ja. Ich bin vorbeigegangen und dann kommt eben der Neues rein. Und ich so, ich kenne doch den Typ, Mann. Ja. Und der hat gerade angefangen zu snappen. Krass. Und dort mal, ich glaube, keine Stories gegeben auf Instagram, er hat einen Feedpost gemacht. Und der ist, ohne Spaß, der Feedpost ist etwa 2 Jahre lang drin gewesen. Der hat mir noch Post gehabt und. Dann haben sie mich noch eingeladen. Das ist auch dankbar. Ich finde, es ist auch geil, dass es so dankbar ist. Weißt du, so. Wenn ich zum Beispiel heute sehe, man, der schaut auf, sagt mir, hoi. Ja. Ja. Ich sehe das selbstverständlich. Ja. Absolut. Aber wenn wir uns vor 8, 9 Jahren kennengelernt haben, er läuft in Zürich rum, er kommt zu mir an und sagt mir, hoi. Und ich denke so, geiles Sieg. Geiles Sieg. Er schätzt auch, dass das Er schätzt und er vergisst mich nicht. Das ist etwas geil, das schätze ich wirklich an ihm. Egal, er kennt tausende Menschen, er kennt Millionen Menschen. Aber mit denen, die einen Bezug haben, die sind dann geblieben. Absolut. Und er ist schon nachher nochmal etwa 3-4 Mal vorbeigekommen. Und Geil. ich meine, wir haben zusammen schon gegessen, am gleichen Tisch beim Kollegen, gekocht und. Ist geil. Also, Absolut, wenn du ja. mit so Kunden, mit so Leuten zu tun hast, dann du siehst sie auch mit anderen Augen. Du siehst nicht mehr nur als, oh krass, ist da und hin und her. Bro, wie mir. Alle ganz normal. Ich finde aber auch, Alle das ganz ist normal. auch der grundlegende Punkt von Networken. Weißt du, wenn Leute einmal sagen, du musst networken. Ich Bro, finde, du musst unterwegs sein. du einerseits musst unterwegs sein, plus ich finde, du darfst auch nicht differenzieren, wenn du mit jemandem redest, weißt du, wo bekannter ist, wo irgendwie in der Öffentlichkeit eine Person ist, darfst nicht den anders behandeln wie alle anderen. Bro, Wie sonst alle sind gleich. Ja, voll, sonst merkst du das ja. Das fuckt dich auch Alle voll sind ab. gleich. Also, dort bin ich wirklich mehr oder weniger gestrickt. Dass ich dich bediene, dass ich dich bediene, dass ich den Typ neben mir bediene. Bro, Ja. ob du, blöd gesagt, einen normalen Job hast und der andere ist ein Kryptomillionär, Bro, spielt mir keine Rolle. Du brauchst Kleider, ich gebe dir Kleider. Ja. Da könntest Also- du auf ein T-Shirt drucken. Du Ja. brauchst Kleider, ich gebe dir Kleider. Da könntest du in deine Insta-Bio schreiben. Kleiderdealer. schreiben. Du brauchst Kleider, ich gebe dir Kleider. Wobei, wenn ich dich wäre, ich sag dir ehrlich, wäre ich Aramäer. Wäre ich Was wärst du? Was wärst du geworden? Wäre ich, ja, dann wärst du Goldschmied. Goldhändler oder so, ist schon klar. Das ist schon mal classic. Aber wäre ich Aramäer, ich schwöre, ich würde meine Insta-Bio schreiben, talking like Jesus. Okay, fair. Da wäre mein Ding. Aber ihr kennt Fair. doch da in der Schweiz alle mega gut untereinander, finde ich. Es sind ja nicht Aramäer sind schon ein sehr Also- eng vernetztes Volk. Wir kennen, also alle kennen sich irgendwo durch. ja, Alle kennen sich irgendwo durch. Ich habe wirklich nicht viele aramäische Kollegen. Okay. Meine Verwandten, Du mit denen weißt ich ja, du zusammen weißt bin. aber einfach. Aber ich sage immer so, am liebsten lass wie soll ich sagen, deine Herkunftsländer lass und hast auch mit anderen zu tun, weil du weißt, wie die sind, oder? Vor allem, Ja, ja. du definierst dich ja auch gegen aussen nicht voll mit dem.
Also Nein, weißt du, null. dass jetzt irgendwie die ganze Flaggen posten oder so? Nein, überhaupt nicht. eben Du so bist doch voll Sachen. neutral, Ja, voll ja, Schweiz absolut, halt. absolut. Aber ich sage einfach, wenn wir in der Armee gesehen zum Beispiel, und sagen so, hey, du bist doch der Jojo und so, hey, mega schön, dass ich dich kennenlerne und so. Boah, mega spontan, dich zu sehen. Ich hätte dich ansprechen. Das ist letzte Woche zum Beispiel passiert. Ich denke so, Bro, man, komm in den Laden, komm einen Kaffee trinken. Stell dir vor, Kaffee ist gratis bei mir. Kannst du jederzeit doch, ja, ich bin kannst auch kannst jederzeit vorbeikommen, jede Armee, man. Oder die vorbeikommen wollen, kommen vorbei. Ich meine, ist alles cool. Also, Vielleicht machst du eine neue Geschäftsidee. es ist einfach gefährlich, wenn du bei mir bist, laufst du selten mit nichts raus. Ein Aramera, ein richtiger Verkäufer. Diorara-Berater. Wie hast du dir so ein grosses Netzwerk können aufbauen? Was sind so deine Tipps, die Also, du den Leuten mitgeben? Du musst erstens ein geiles Sieg sein. Nicht, dass es heißt, dass du ein geiles Sieg, du musst auch viel unterwegs sein. Du musst einfach reden können, du musst nicht schüch sein, du musst überall ein bisschen unterwegs sein, du musst mal da sein, mal dort sein, in dem Club, mal in dem Club, in dieser Bar. Du musst einfach immer noch korrekt sein. Gibst deine Höflichkeit ab, die Leute mögen dich. Und die Leute sprechen darüber. Und der redet darüber. Absolut, ja. Und der redet darüber. Und irgendwann kennen die so viele Leute durch ihn, die kennen die durch den. Und dann lernst du halt immer mehr und mehr Leute kennen. Aber du musst halt präsent sein. Ja, voll. Du kannst nicht nur in einem Restaurant Mittagessen. Du musst auch in dem Restaurant Mittagessen. Auch der hat einen Geschäftsführer. Auch der kennt hunderte von Menschen. Ja. Und der muss halt überall sein. Und du musst auch überall präsent sein. Du kannst nicht nur auf einer Plattform sein. Wenn du dein Netzwerk ausbreiten willst, dann musst du auf dieser Plattform sein. Und ohne Spaß, ich mache jetzt das mittlerweile seit über 15 Jahren. Seit über 15 Jahren präsentiere ich mich mehr oder weniger auf Social Media. Die letzten 3-4 Jahre weniger, weil ich einfach Geschäftlich. doch irgendwann bist. Ja. Irgendwann ist vielleicht nicht mehr so seriös, die ganze Zeit da vorne die Kamera steht, bist Ja. jetzt mittlerweile 36 und denkst so, okay, früher vor Ja, 10 Jahren habe ich die absolut, Bilder gemacht und ich mache es heute genau immer noch. Aber mit diesen Bildern oder mit diesen Videos bin ich groß geworden, bin ich bekannt geworden. Und dort ist halt alles viel, viel einfacher gewesen, um ein Netzwerk aufzubauen. Ja, absolut. Vor allem auf Social Media ist es viel, viel einfacher gewesen. Heute kannst du nur bekannt werden, wenn du viral gehst. Ja, musst irgendetwas. Du musst irgendeinen Scheiß machen und auf den habe ich schlichtweg keinen Bock mehr. Ja. Ja, Aber ich mittlerweile sage, ist es, sorry, ja. aber Mittlerweile ist es aber schon leichter, viral zu gehen als früher. Vor 15 Ja, Jahren viral ist ist es schon, ja, also ja. vor 15 Jahren, wenn du sagst, das ist unmöglich. Der Wort viral ist erstens ist ist schwer gerne, gewesen. ist gerne nicht existiert. Aber du hast ja Und- nichts Spezielles gemacht in dem Sinne. Du hast einfach deine Sachen. Meine Outfits sind Ja. für Dotsmal, für Dotsmal ist es recht speziell gewesen. Laut gewesen. Ich bin rumgelaufen, blöd gesagt, wie ein Papagei. Ich habe grüne Hosen an, ich habe ein gelbes Oberteil an, ich habe violette Schuhe an und die Leute haben das gefeiert irgendwie. Ja, ich dich halt müssen Die einen haben gefeiert, die anderen gesagt, was bist denn du für einer? Mhm. Und so bist halt du auch bekannt worden. Weil es heisst, hey, schau mal, der Typ, wie läuft denn der rum? Ja. Ich wusste, dass das nicht überall gut ankommt. Und da weiß ich auch heute noch. Aber heute bin ich einfach viel, viel schlichter unterwegs. Ich bin eher schwarz. Schwarz, die Farbe habe ich erst vor einem Jahr oder 2 Jahren entdeckt. Früher habe ich nie schwarz angehabt, heute liebe ich schwarz. Es ist einfach so elegante, klassische Farbe und darum, ja. Aber ich bin heute einfach sicher nicht mehr so laut wie früher noch. Ja. Weil es einfach heisst, ich will nicht mehr, dass es heisst, mit dem Finger, schau mal, wie der rumläuft. Ja. Ich will mehr, dass es heisst, kennst du den? Das ist im Fall der. Aber wenn ich für einen Tipp geben kann, natürlich, ist, ja, du musst halt wirklich, du musst rum sein. Ja. Und ich find auch geil, Du musst wenn man wirklich- bei dir. Ah, Ja, sorry. du musst rum sein, du musst präsent sein, du musst cool sein, du musst ein Korrekter sein. Einfach korrekt. Und du musst einfach, es heisst so nicht, hey, schau mal, der Jojo, der ist so ein Falscher, der macht. Ich kann nicht schlecht. Ich will jetzt nicht irgendwie angehen oder was auch immer, aber ich habe einen guten Ruf. Ich bin ein gern gesehener Gast, egal wo ich bin. Ich meine, wenn ich einen Tischbruch irgendwo in der Stadt Zürich, dann kannst du anrufen und die kommen keinen Tisch über und blöd gesagt, ich meine lieber, wieso, weil ich halt ab und zu vorbeigehe. Und nicht nur einmal vorbeigehe, wenn ich mal etwas brauche. Und dann kommt schnell mal etwas über wie, ja. Absolut. Okay. Aber ich sage jetzt, das ist einfach, da musst du arbeiten, wirklich. Das ist nicht Ja, einfach so, hey, ich kann mal da jetzt in den letzten 2 Jahren arbeiten. Ich meine, das ist wirklich mehr oder weniger so die letzten 10, 15 Jahre gewesen, weil du wirklich viel unterwegs bist. Absolut, ja. Aber ich finde auch geil, wenn man bei dir aufs Instagram-Profil geht.
ist wie eine Zeitreise durch die Mode. Du siehst es. Der hat irgendwie, Also- du wie du, er hat da irgendwie, ist- Post hast du über 1000 oder so. Gehst du wieder wieder gar nicht, du lachst dich völlig kaputt. Ja. Die alte Ich Bilder. sage immer so, wenn du lachen willst, scroll Ja, runter. ich Wenn du schwöre. eine halbe, Ich hab das genau vorher gemacht wenn du im Zug. eine Ich halbe hab's Stunde vorher Zeit hast, Bro, gang runter. Du siehst mich mit Haaren. Das habe ich, ich schwöre, das Du habe ich dir siehst- sagen. du Das siehst ist mich das noch mit Weirdeste Haaren. von allem. Das Und Weirdeste, dich Leute mit sagen Frisur so, ja, da bist nicht du. Und ich so, da bin ich. Mit Haaren, mit viel Haar auf dem Kopf, so richtig. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, lass es. Hast du gemerkt, jetzt Strähl sind zu teuer. Nein, aber ich habe keine Haare mehr. Ich hasse Haare. Könntest also, Nein, ich will keine. bist du Aber ich Glatze aus Wahl oder? Das passt Ich bin Glatze aus Wahl. Ich habe einen Eierkopf, Bro. Ja, nein, Mir passt Glatze. Ja, Ja, Und das ist passt so. fix. Stell dir vor, Ja. Du hast auch- du- Der auch. ich finde, du hast auch. Ja, nein, Ich finde, du hast auch. Mittlerweile ist auch das Bild gegen uns ist schon ein Brand. Weißt du, die Glatze mit der Brille, mit dem Bart, Ja. immer mit dem Deswegen habe voll- ich auch grundsätzlich immer eine Brille an. Ich habe auch meine Augen gelasert, damit ich Sonnenbrille aus Wahl kann anziehen kann und nicht muss. Ja. Und da ist so da, was ich halt immer Ja. unbedingt haben wollte. Und dann kann ich halt auch jene Sonnenbrille tragen, die ich auch will. Aber ich habe jetzt irgendwie mal eine Marke entdeckt und die Marke trage ich jetzt eigentlich die ganze Zeit. So geil. Ja, das ist cool. Aber ich finde das vor allem geil. Weißt du, dass man. Wenn, ich habe jetzt 2, 3, wo ich sage, dass du, oder wo ich in meinem Umfeld so gesagt habe, ey, du kommst in den Podcast. 2, 3 gesagt und nachher dein sagt einfach, ey, der ist im Fall immer voll, einer, der bei dir einen Nachzug geholt hat. Also, ey, der ist immer top angelegt. Das sind, also, ist ein geiles Sieg, ist immer top angelegt. Danke, Das sind die zwei Comments, die ich einfach immer Krass, gehört Du habe. lebst Geil, es ist aus. cool. Du lebst Ist es cool. vor. Das ist Ja, ich top. meine, Das eben, ist- das bist du. viele sehen mich jetzt auch wie als kleines Vorbild. Hey, schau mal, wie hast du das geschafft und so. Ja, wie bringst du das an und. Und wie kommst du dort rein und hin und her. Und dann, ja. Aber es ist schon, all das hätte ich mir niemals geträumt. Ja, Ich habe mir niemals geträumt. absolut. Hätte man Ist vor ja 10 Jahren nicht jemand das gesagt, Ziel, ja, das ist nie im Leben. Ich wollte selbstständig arbeiten für mich. Hätte ich dort mal die 3,5, die ich dort mal verdient habe, mit selber können arbeiten. Also, ist für mich fair gewesen. Ja. Dass ich nachher auf 5, auf 10 gekommen bin, ist alles schön und gut, aber ich habe es nicht so nur gesagt, ey, ich will unbedingt da Gesehen, Cash, absolut, Cash, ja. Cash machen. Also hast Ich du habe nie meine Leidenschaft zum Beruf machen. Hammer, ja. Und das ist einfach so, das ist ein Traum. Das ist wie ein Big Respect, nochmal einen Applaus für das. Danke. Absolut. Leidenschaft zum Beruf, das ist der. Das ist der. Das ist wirklich da, was ich eigentlich unbedingt haben wollte. Ich einfach selbstständig arbeiten. Und dass es nachher immer mehr und immer größer war, ist, Jungs, nicht klagen. Nie im Leben. Nie im Leben. Ja, absolut. hätte Glaube ich dir auch gedacht- sofort. Glaube dir. Hätte ich gedacht, dass ich eines Tages mal für einen Granit Xhaka zum Beispiel einen Anzug machen könnte. Das war ein Traum dort mal. Ja, Und heute sind wir Bros, man. ja. Ja, Heute sind wir cool zusammen und das ist ein Resultat von das sind, aber eben, da ist erstens Disziplin, zweitens, du musst korrekt sein. Ich meine, jetzt in Granit, der schafft nicht mit 20 Leuten zusammen. Du musst korrekt sein, dass du wirklich eine langjährige Partnerschaft mit ihm kannst zum Beispiel aufbauen. Ich meine, viele sind dort, ja, ich will profitieren, ich will dies Ja. und oder fragen die ganze Zeit nach irgendwie, hey, Ticket, Liebli da, Liebli dort. Und Ja, das mache ich alles nicht, das mag er nicht. Das ist Da so. gibt es zu viele Leute. Schießt dich auch selber an, wenn das Leute bei dir Ich kann das Ja, nicht, Bro. das Ich komme genau. am Tag, vor dem Schweizspiel komme ich 100 Anfragen über. Kannst du mir Tickets organisieren? Jetzt am Freitag. Stell dir vor, er, Nein, weißt Bro. Ich sehe es auch nicht bei ihm, Bro. Der du? Ja. 1000. Ja, 1000. Aber kannst du uns mal erzählen, wie ist das zu der Kooperation gekommen? Da, Ja, wie- mit wer hat die dem Idee gehabt? Granit und- dass sie das machen? Da mit dem Granit. Ja. Ja. Also der Brand aufmachen, der Grajo. Also Sagen wir Grajo oder Grajo? Schon Grajo. Da sind wir zusammen. Wir sind zusammen im. Also ihr habt euch schon Wir sind- vorher gekannt? Wir haben uns gekriegt, natürlich. Ich habe dort mal den Hochzeitsanzug gemacht. Nein, Ja, hure ich habe geil. den Hochzeitsanzug gemacht. Das war vor etwa. Wie war das? 2000. Du bist Albaner, du musst das wissen. 16, 17, irgendwie nicht umeinander. 16, 17. Und da haben wir halt den Kontakt gehabt. Ich habe ihn angeschrieben auf Instagram. Man denkt so, hey Bro, falls du einen Anzug brauchst, du hast jetzt seine Frau vorgestellt in den Medien. Das ist ein Albaner. Man weiß ja, wenn du deiner Frau die öffentlich vorstellst, dann Ist es fix? ist es mehr oder weniger Aha, fix, ja. wenn alles Ach, klappt. so, ja. Und dann geht es grundsätzlich nicht mehr lang, Ja. bis es eine Hochzeit gibt oder einen Antrag gibt oder was auch immer. Gerade Dann nächstes haben wir mal geschrieben, so, schau, wie es aussieht und so, hin und her, falls du mal etwas brauchst.
Ich habe für den Kollegen, der Admir Mehmedi zum Beispiel, oder für den Neuen auch schon Anzug gemacht, kannst du mal rumfragen, oder? Und dann auf jeden Fall hat er, ich glaube, der Seferovic hat dann gefragt, gehabt, so, wie es ist und so. Und der hat ihm dann gesagt, du, ist geil, geh vorbei oder melde dich mal bei ihm. Der hat sich gemeldet gehabt. Geil. Und hat dann gesagt, du, momentan brauche ich nichts. Man weiß aber nie. Ja. Ich komme gerne auf dich zurück. Wieso ist gut? Und dort ist er gerade gewechselt für 50 Millionen auf Arsenal, von Gladbach. Von Gladbach auf Arsenal. Und er ist der Typ, und ich gewusst, das ist die Zukunft. Die nächsten 10 Jahre sind ihm. Das ist Die nächsten 10 Jahre sind ihm. Und dann hat er mir geschrieben, einen Monat später, er bräuchte etwas. Hin und her. Und dann bin ich auf London, habe mich einfliegen lassen, habe alles selber gezahlt, habe ihn getroffen im Hotel und dann sagt er mir so, nach 4 Stunden Talk, okay, sagt er mir so, ja, lass, ich muss jetzt nicht gehen, ich habe noch eine halbe Stunde, ich brauche aber einen Hochzeitsanzug. Ich so, was? Also, nein, ich will mit meiner Frau einen Heiratsantrag machen und für das brauche ich einen Anzug. Und ich so, wow, okay, was für einen? Und er so, mach du. Ich habe es rausgespürt, mach du. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon seit 10 Jahren, so wie ich mit dir rede. Ja. Er hat mir Sachen anvertraut, seit der ersten Minute, Ganz geil. was sein Bruder und sein Vater weiß. Und dann habe ich das gemacht. 4 Wochen später ist er auf St. Gallen gekommen. Er ist extra von London auf St. Gallen gekommen, um den Anzug go abholen. Und dann alles top passt. Er war super happy gewesen. Heiratsantrag gemacht. Facebook postet, Instagram postet, mich markiert. Dort mal noch 1000 Follower neu bekommen. 100 neue Kunden, medienpräsent, Blick 20 Minuten, Now, Tagblatt, alles gekommen. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo dann nachher UK wirklich mehr oder weniger bekannt war. Ja. Den haben sie auch richtig wahrgenommen. Okay, Noisy ist bekannt bei der albanischen Kultur und allem drum und dran, Fanszene, aber der Grand Chunk ist nachher wirklich so der ausschlaggebende. Ja. Und dann haben wir halt die Kooperation immer weiter und weiter geführt. Immer zusammen korrekt sein, hin und her, wenn er mal etwas gebraucht hat, hey, komm vorbei, hin und her. Hat er mich gefragt, hey, kommst du ein bisschen da ins Hotel vorbei, Kaffee trinken, bla bla. Also der Kontakt. Jahrelang einfach Kontakt pflegen. Und vor 2 Jahren waren wir dann in Bad Ragaz und ich hatte so ein Outfit da. Das Outfit habe ich dort noch vom Zara gekauft. Und jetzt sagt sie, du weißt schon, was das Outfit ist. Und ich so, du, schau, da ist da. Du hast 90 Stutz im Zara. Richtig geil, bequem, angenehm vom Trägen her. Sieht geil aus. So 2-Piece-Set. Dann sagt sie so, kann man das etwas nicht selber machen? Und ich so, wie meinst du das? Also, wir machen ein Brand zusammen, wir produzieren, wir investieren zusammen. Also die Idee ist von ihm gekommen, Die Idee ist sogar von ihm gekommen. Unter anderem ist sie von ihm gekommen, ja. Ich hätte doch niemals den Mut gehabt, zu sagen, weißt du, was du Bro, meinst? mach mal ein Brand zusammen. Ich meine, Bro, was wird er mit mir? Weil er ist da und... Brutal. Und dann sage ich so, wie meinst du das? Und er so, ja, mach mal ein Brand. Und ich so, sicher. Weil, wenn du wirklich willst, dann schau ich mal, wie das Ganze funktioniert und wo wir produzieren und. Und dann schaue ich das Ganze an. Dann haben wir angefangen. Wer weiß da über den Namen, machen, tun, Agentur gesucht. Und so haben wir dann letztes Jahr im 2023 haben wir die Firma gegründet, Anfang 2023. Im Oktober die erste Linie gemacht, die erste Linie gedroppt. Die ist ehrlich gesagt gut angekommen. Und jetzt haben wir vor kurzem noch die zweite Drop gehabt. Die ist auch gut angekommen. Und jetzt kommt im Dezember oder im Januar kommt dann die nächste und dann im März, April kommt dann schon wieder die nächste Kollektion. Ja, und da ist halt natürlich auch da, gell? Ich meine, in dem Graio, in dem Brand sind unsere 3 Buchstaben, meine 2 Buchstaben, die ersten 2, ganz genau. Und da haben wir dann nachher zusammen entschieden, dass wir den dann nehmen. Weil es hat noch ein paar andere zur Verfügung. Und, Was ist noch so offen? Boah, es sind noch ein paar Dinge offen gewesen, ehrlich gesagt. Es war ein Le Graio drin, es ist noch irgendwie, was ist noch drin gewesen, man? Ich weiß es nicht mehr. Aber Graio tönt auf jeden Fall geil. Ja. Graio ist geil, ich meine, auch da musst du jetzt zum Beispiel den Brand den musst mal stärken, pushen, den musst mal pushen. Irgendwann, heute denkst du vielleicht, Graio, was ist Graio? Das ist wie, blöd gesagt,
Hugo Boss vor 100 Ja, Jahren. fix, Wer ja. hat das Kind? Weißt du, Hugo Boss? Und Ja. heute kennt sie die ganze Welt. Ja, Und da ist halt, wenn du das Branding machst und du musst halt auch investieren. Du musst ins Marketing investieren. Und das ist halt extrem wichtig. Und das ist genau gleich wie bei Grajo. Klar, man kennt Absolut, Grajo ja. ein bisschen, aber vielleicht kennt es 5% von der Schweiz. Und der Kuchen ist riesig. Ja, Und absolut. klar, und das ist eben da die kleine Trainergeschichte. Und das ist eher jetzt etwas so, ich sage jetzt ein Nischenprodukt, das mehr oder weniger jeder Mann kann tragen oder jede Frau kann tragen am Sonntag oder mal irgendetwas mal am Ja, Abend absolut. für die Heim. Aber die ja, muss auch da jeder- braucht, ganz genau, auch da braucht Zeit, um mal ein bisschen stabilisieren. Ich finde, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe das eine spannende Frage gefunden, das ist mir nie so bewusst gewesen, ob du Mühe gehabt hast, dich mit dem zu identifizieren. Du hast das doch das auch schon gesagt, dass du dich mit der Fotografie, Videografie Genau. am Anfang ein bisschen Mühe gehabt hast, zum identifizieren, wo du in die Branche reingekommen bist. Hast du Mühe gehabt, so in der Modebranche oder in der Anzugswelt dann auch sagen, ey, ich bin Also- der Jojo und ich mache das? Ich muss ehrlich sein, ich meine, Anzug hast du halt wirklich immer früher als Herdreich gehabt, okay? Business, du hast gewusst, der Banker, der Anwalt, der Berater, der Wirtschaftsprüfer, die haben alle Anzüge gebraucht, natürlich, oder? Und ich habe nicht gewusst, wie an die ankommen, natürlich, oder? Das war relativ schwierig gewesen. Wieso? Ja, die müssen die irgendwie können ernst nehmen. Ja. Und wie bist du ernst genommen worden am Anfang? Wenn du rumgelaufen bist wie ein Papagei und zumal sagst, hey, look, ich mache jetzt Massanzüge. Ja, absolut. Wer bist du? Wieso soll ich bei dir einen Massanzug kaufen? Und da hat dann nachher auch etwa halt ein Jahr gedauert, bis die ersten Business-Leute gekommen sind, die den Anzug den Brauch hatten. Unter anderem am Anfang sind es mehr Kollegen und Kolleginnen gewesen und Bekannte aus der Umgebung, die einfach ein bisschen unterstützt haben. Aber nachher habe ich halt da schon gelebt. Gell? Ich habe wirklich auch früher schon Blazer oder Anzug getragen. Ja, aber keine Mühe gehabt in das- Nein, eigentlich gerne. Ich Es mit ist, dem schon, zu es ist da identifizieren. gewesen. Es ist wirklich so da gewesen, was ich eigentlich immer Stuss, haben ja. wollte. Ich wollte einen Blazer tragen, ich wollte eine schöne Hose kombinieren, passende Schuhe, ein gutes Hemd und that's it. Und für mich sind so Kombinationen sind für mich so, das ist wie ich mache einen Brotaufstrich. Das ist etwas Einfachste für mich. Ja, ist halt deine Passion. Zum gewesen. eine geile Kombination Ja. machen, ist für mich, ich brauche nur ein paar Farben und ich mache eine geile Kombination daraus. Ganz genau. Ich sage jetzt, viele können es, aber viele probieren es und es sieht katastrophal aus. Und dezente Dis, alle anzutragen. Und Gott sei Dank, checkt es nicht rein. Das ist so. Das ist, Also hilft im Business. Was denkst du, was ist wichtig, dass wir für den Brand, für das Marketing, was denkst du, dass du hast es gesagt, um den Brand zu stärken, braucht man, oder kannst du uns erzählen, was braucht man dort effektiv, oder was ist etwas Wichtiges, oder kannst du Steps vielleicht uns mitteilen, wo du würdest sagen, hey, look, Also, das look, ist der erste Step, so sollst du ich vorgehen. bin nicht irgendwie eine Marketingagentur oder sonst was, aber wichtig ist erstens mal, dass du ein gutes Produkt hast. Das Produkt muss heben, okay? Absolut. Wenn du ein Top-Produkt hast, dann musst du eigentlich Werbeträger haben. Du musst blöd gesagt, geile Influencer haben, die das Ganze auch ein bisschen streuen können, Ja. damit die auch das Ganze können, Leute, die dahinter stehen, oder? Und in meinen Augen brauchst du grundsätzlich, wenn Qualität da ist und allem drum und alles stimmt, brauchst du eigentlich wirklich nur gute Leute, die das tragen, wo das einfach Die Gusenträger, das sind Die dann die Gusenträger. Werbeschilder. Ja. ganz genau, klar, du kannst Werbung zahlen, du kannst alles zahlen, aber am Anfang ist es wichtig, mit möglichst wenig Cash können viel Werbung rausholen. Und da ist erstens extrem schwierig, wenn du ein Produkt hast, wo vielleicht nicht jedem passt oder nicht jedem gefällt. Darum, ja, ich sage, am Anfang ist es wirklich extrem wichtig, zum möglichst viel Werbeträger zu haben. Okay. Ja, das ist schon interessant. Werbeträger. Das hab ich nie so gesehen. Werbeträger Also nie gegen von außen ist extrem wichtig. Und dann halt bekannte Werbeträger. Ja, Ja. absolut. Immer steigern halt. Wenn du mal einen Bekannten, ich sage jetzt mal Bekannten hast, wo viel in den Medien zu tun ist oder fotografiert wird und, weil er jetzt quasi schnell gut danke gegangen ist und dann hast du einen Paparazzi hinter dir, der die fotografiert und der publiziert sie in den Medien. Was willst du noch mehr, wenn er, Mehr genau, Publicity geht nicht, ja. wenn er genau deinen Anzug dann hat? Was willst du noch mehr? Du nimmst den Artikel, postest es und sagst, hey, look, der ist entdeckt worden mit dem Jukenanzug.
Ja, Dann denkt der andere so, wieso hat der einen Jucken-Anzug an? genau. Ich brauche auch so einen. Ja. Nicht einmal extra selber für ein Event Ja, ja. angelegt, sondern. Einfach so, Mhm. als Freizeit hat er jetzt einen Blazer von mir an. Absolut, ja, das ist geil, ja. Und da ist halt, ja, das ist die beste Werbung. Das ist die beste Werbung, wenn du Werbebotschafter hast, wo die wenig kostet. Voll. Und irgendwann, wenn das dann mal so ein paar von diesen Werbeträgern Und wenn du hast, mal dann 5 hast, ist auch wenn die du mal Name- 10 hast, wenn du mal 20 hast und die 20 bekannte Werbegesichter, die kennen nochmal 100. Ja. Die kennen nochmal 100. Voll, ja. Und so weiter und so weiter. Das ist, Ist ja vor allem auch so, weißt du, irgendwann, wenn du den Namen mal hast, es gibt ja so ein wunderschönes Sprichwort. Am Anfang wirst du bezahlt für das, was du machst, Ja. irgendwann für das, was du weißt und irgendwann für das, wo du bist. Und das ist halt mit dem Brand genau das. So. Irgendwann, ganz genau. irgendwann hast du halt den sprich den Gut Namen gesagt. für dich selber. Ja, Wer fürs nächste Aber T-Shirt eben- drucken kannst. etwas. Ist patentiert, oder nicht? Ja, ich patentierst noch, der muss erst ein Patent anbieten. Geil. Ja, aber klar, ich kann viel Marketing-Tipps geben. Ich meine, irgendwann musst du auch mal eine Kampagne machen, die einfach mal extrem kostet. Ja, ist klar. Die kostet die halt mal vielleicht 15.000 oder 20.000 Stutz. Okay, für die einen ist das nicht viel, für die einen ist es sehr viel. Für ein Startup ist es viel, aber du kannst auch viel generieren damit. Wieso? Weil du einfach präsent bist, wo? Du bist im Hauptbahnhof auf einem Plakat, du bist am Flughafen irgendwo, du bist Jetzt essen Du musst- jetzt einmal du vor musst dem streuen. Schweizer Match. zum Beispiel, oder Ist das schon gesehen? jetzt neu auch, geil. gut neu, jetzt bin ich auch schon seit 2 Jahren, bei Blue Sport rein, zum Beispiel im Fernsehen. Dort habe ich auch einen Vertrag abgeschlossen über 4 Jahre oder 5 Jahre. Weil dort bin ich vor jedem Champions League-Spiel, Europaspiel, Conference League, kommt mein Gesicht Ey, und kommt mein Brand. Dort hat mir letztes Mal mein Vater angerufen. Leute haben mir so Nein. an. Und ich habe so gesagt, ich rede mit ihm immer ein bisschen über den Podcast und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wer kommt denn jetzt denn? Er hat damals das Gefühl, wir holen jetzt einen Trump oder so. Weißt du, wenn wir mal so Namen sagen, dann denke ich, Tupac kommt jetzt nicht reinführen. Dann sagen sie, ja, der und der kommt. Dann sagen sie, ja, der Jojo kommt, du kannst noch. So, keine Ahnung, Vater 60, noch nie einen Anzug tragen, noch nie in seinem Leben einen Anzug tragen, nur Arbeiterhose. Und nachher easy, ich so, ja, der und der. Nachher so, ja, kenne ich nicht. Ich so, ja, easy. Nachher Leute haben mir einfach irgendwann so am Viertel von 9, genau, Viertel von 9. vielleicht 46, Ja, Leute ja, haben mir an. Hast du eine Werbung gesehen? Ist das so eine mit einer Glatze und Vollbart? Ja, also geil, ja, finde ich lässig, ja, ist super, ist geil. So holst du bald nicht ab, weißt du? Du genau musst, ganz genau. Voll. Und ich bin jetzt auch, ich habe mal einen Kunden gehabt und der ist zu mir gekommen durch einen Kollegen. Ja. Und dann steht er von einer Wand und dann sieht er all die Promis, Fußballer, Musiker. Ja, so sieht er Fotos bei mir- aufgehängt, So so Fotowand, oder? Und dann sagt er so, hey, von irgendwo kommt mir der Name so bekannt vor. Aber nicht durch den Kollegen. Ich so, weiß nicht, schaust du gerne Fußball? Und der so, Blue Sport. Ja, eben, fix. Jojo, ich habe dich gesehen im Fernsehen. Was, du machst Fernsehwerbung? Und ich so, ja. Und er so, was kostet das? Und ich so, Bro, du weißt, in der Schweiz reden wir nicht über so Sachen. Aber es ist ein geiler Deal, den ich abgeschlossen habe. Ja. Und sind alle zufrieden. Bist du da selber drauf gekommen oder sind die auf Nein, dich sie sind zugekommen? auf mich gekommen. Geil. Sie sind auch auf mich gekommen. Sie haben früher noch einen Deal gehabt mit einem anderen Hersteller aus Zürich. Und dann sind sie irgendwie nicht mehr so zufrieden gewesen. Okay. Dann sind sie auf mich gekommen und ich so, du lass, ich Fußball, ich mach's. Ja. Ich habe nicht einmal Konditionen gewusst, und allem drum, die haben gesagt, lass es Du hast auch gewusst, ich will es machen. ich Champions League und ich bin vorher schon auf Blutsport am Schauen gewesen. Und ich habe immer so gedacht, Jungs, Mann, wie präsentieren die euch eigentlich? Wie präsentieren die euch? Du Und startest jetzt irgendwann, am Los, was dort besprechen und und- so. ja, voll. Und irgendwann haben sie nachgedacht und gesagt, lass zu, wir würden gerne die als neue Ausstatter haben. Wir müssen so viel und so viel Anzüge können liefern. Wir können dir da und da dafür gegenleisten. Unter anderem halt, kommst halt immer vor Champions League Spiel, Europa League Spiel und. Und wir laden die ein, gewisse Fußball-Events und. Geil. So lass zu. Ich muss nicht mit dem Geschäftspartner reden, aber ich muss nur noch kurz bestätigen. Geil. Und da ist so wirklich da, was ich kann sagen, da ist geil. Klar, Ja. es ist nicht SRF oder so, du hast nicht Millionen Zuschauer, aber du hast eine Vor allem, es ist grosse ja etwas, wo du Reichweite wo du auch und selber du hast geil halt findest.
ich schaue es. Und am Anfang habe ich so viel Nachrichten Anrufe, so viele Nachrichten. Glaube ich sofort. Klar, mittlerweile, die es schauen es. Ja. Aber es gibt halt immer noch jede Woche, wenn dann mal ein Spiel stattfindet, ja, ich habe dich gesehen. Du machst Fernsehen. Du machst Fernsehwerbung. Bist du wahnsinnig? Seitdem machst du das? Und ich so, ja, Bro, nicht so lang, aber es ist geil. Nein, es ist wirklich. finde ich schon ein geiler Move. Und auch da, wenn du mal Fernsehwerbung machst, du wirst nochmal anders wahrgenommen. Ja, fix. Du machst nicht nur Zeitungwerbung, du machst nicht nur Magazinenwerbung, du machst nicht nur Online-Werbung. Du bist auch im Fernsehen präsent. Ja. Da sehen andere Leute, da sehen andere. Absolut. Das Anderes Publikum. ist ein anderes Publikum. Ja. Und wenn du das kaufst, das Paket im Monat, da kostet jeden Monat. Das sind auch Leute, die jetzt sagen, weißt du, warum? Kaufkräftig sind. Kaufkräftig, ganz genau. Weil ich habe es auch geil gefunden. Wir haben Ganz jetzt genau. für den Podcast erst mal Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, War auch vor schon. einem Jahr oder so haben wir mal, Halbe Jahr, ja. haben wir das mal Ja. angefangen ins Rollen bringen. Dort ist das glaube ich noch nicht gewesen mit Bluesport. Ich glaube, ja, mal bin ich auch schon gewesen. Also, Ja, vielleicht habe ich es noch Ja. nicht selber gecheckt. Auf Ja. jeden Fall nachher, Ja. wir miteinander die ersten paar Mal Kontakt hatten, das noch irgendwie gesehen und dort ich so, der Wichser. Der Wichser, Alter, was für eine Legende. Regt mich auf, schiebt die ganze Zeit den Termin und dann ist in den Kopf. Yeah. Und du so, okay, jetzt weiß ich wieso. Jetzt check ich, warum Nein, das habe ich nicht extra gemacht, ich habe es auch nicht. Würde man sagen, Bluesport mit Zuschauern als Lass du einfach denken, nein, lass zu auf Epic rausfahren, dann geht 2 Stunden, dann kann ich nicht, Bro. Aber ich komme nächstes Mal auf den Kaffee, ist kein Problem. Aber letztes Mal, wo wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, wirklich das erste Mal, wenn das erste Mal miteinander Nummern telefonieren, wir müssen über eine halbe Stunde am Telefon. Ich so, mein Gott, wir können nicht im Podcast dealen, wir müssen über 3 Stunden nachher reden, Mann. Was ist Ja, so? Was ist so tatsächlich. das Ziel vom Jojo in den nächsten 5 Ja, weißt du Jahren? die Vision? Hey, look, 10 Jahre. ich sage, ich bin eigentlich nie der, der wirklich 10 Jahre plant oder 5 Jahre plant. Ich bin einfach froh, kann ich arbeiten, kann ich so für mich weiterhin arbeiten. Ich bin froh, funktioniert alles. Ich bin froh, alle Kunden sind zufrieden, die wir dürfen bedienen. Klar sage ich, der ein oder andere Laden ist ein Wunsch, wo ich würde sagen, hey, look, ich plane Dubai zum Beispiel, da plane ich schon immer, da plane ich schon länger. Andere Standorte in der Schweiz natürlich sicher sehr, sehr interessant. Aber grundsätzlich schaue ich immer von Jahr zu Jahr, wie sind Zahlen gewesen, wie sind Kunden gewesen, wie viele neue Kunden haben wir gewonnen und. Von wo sind Kunden gekommen, von wo kommen die meisten? Kommen die meisten aus Zürich, kommen die meisten aus St. Gallen, kommen die meisten aus Innerschweiz Umgebung, je nachdem. Und dann mache ich mal, Okay. ja, auf Ende Jahr habe ich jetzt ein grosses Meeting mit dem Geschäftspartner und noch 2 weitere Leute, zum weitere Standort besprechen. Ob es klappt oder nicht klappt, werden wir sehen. Aber ich bin noch hungrig natürlich. Ich kann jetzt noch locker 10, 15 Jahre Vollgas geben. Ich bin jetzt 36 und ich meine, bis 45, 50 kannst du locker arbeiten. Absolut. Dass du sagst, hey, look, ich habe noch Kraft, ich habe noch Lust dazu. Ja, Irgendwann sagst du, hey, look, wow, ich habe keine Lust mehr, ich mag nicht mehr. Und solange das nicht ist, gib Gas. Du bist jung, du hast Kraft, du bist motiviert, du gehst selber arbeiten. Und Absolut, ja. ich sehe selber jetzt, wie viel Freizeit ich eigentlich habe und ich habe das vorher schon gesagt, ich merke einfach, dass ich so Montag bis Mittwoch, wenn ich ein bisschen weniger arbeite, nicht weiss, was machen. Und dann denke ich so, nein, ich muss arbeiten. Es geht gar nicht arbeiten. Es ist halt, was deine Passion ist. Ich verstehe es nicht, wo Menschen, die nicht arbeiten. Ich sag da, wenn du deine Passion auslebst. Du hast eine Leidenschaft zum Museum und Absolut. das ist ein Privileg, wo du darfst haben, wo du darfst ausüben. Und Absolut, das ist halt absolut. schon etwas, natürlich etwas Geiles. Absolut. Das ist so wie, du hast einen Profivertrag unterschrieben mit 18 Jahren, einen Fußballprofivertrag und du kannst Fußball zu deinem Beruf machen. Was willst du mehr? Ich habe jetzt zum Beispiel mit 24 den Profivertrag unterschrieben von mir oder mit 26 und ich darf Mode machen und ich darf für mein eigenes Geld arbeiten. Ich darf arbeiten, wenn ich will. Bist du mal auch so also Fashion Weeks und so? Ja, natürlich. Dort bin ich früher noch viel gewesen, in Mailand. In letzter Zeit bin ich jetzt mal noch in Florenz gewesen. Das ist eigentlich wirklich so ein Event. Du gehst lass dich ein bisschen zeigen, auch da ist wieder mit ein bisschen Netzwerk zu tun. Du gehst ein paar geile Bilder machen, du kannst die so wieder ein bisschen vermarkten. Die Leute fragen, hey geil, von wo, hin und her. Mache ich natürlich auch. Aber in den letzten 1,5 Jahren habe ich jetzt zum Beispiel nichts mehr gemacht. Ich bin wirklich viel am Arbeiten gewesen, habe wirklich den Brand ein bisschen mehr gestärkt und ich konnte einfach nicht gehen, weil ich einfach zu viele Kunden hatte in dieser Zeit. Eigentlich ja gut. Ist gut gewesen. Gut, Und so es ist halt immer gerade in der Hauptsaison, wenn dann die Fashion Week sind. Ah, schon. Das ist halt immer so eine Sache.
Aber eben, da ja nicht für Für nächste. so Februar, März, oder? Bei mir fängt sie halt im Januar schon an und die geht bis im August, Mitte August. Ja. Zur Hochzeitssaison, oder? Ja, absolut. Also, absolut. Und dann der September ist halt mehr so ein bisschen Business und Oktober. Rechnungen noch rennen. Rechnungen kommen dann im Dezember an. Das ist doch ein Ruhe bis Im Dezember, Brütsch. Und im Er ist Januar. der 13. um das Zahlen dazu. Geht weiter, Leute. Ja, das ist wirklich so. Also, aber nein, sonst, Festival Weeks gehe ich ab und zu mal besuchen. Also jetzt im Januar gehe ich sicher mit dem Mitarbeiter. Okay. Geil. Ja. Selber eine... Nein, das mache ich. auch selber? Nein, das mache ich nicht. Nein, es geht wirklich mehr darum, du gehst neue Marken entdecken, zum Beispiel an den Festival Weeks. Du siehst dort, was neue Brands auf dem Markt sind, was kannst du einkaufen für nächste Saison, was ist der Trend nächstes Jahr. Du siehst diese Sachen, die du sonst im Internet eher später mit erfährst. Ja, absolut. Darum, wenn du gerade vor Ort bist und du es eigentlich bist- kannst bist machen dabei, oder bist du gerade Puls von der neue Lieferanten kennenlernst zum Beispiel, dann ist das natürlich top, wenn du gerne mal ein Gesicht vor dir hast und du weißt ganz genau, schau mal, der könnte da machen und der Absolut. könnte da Produkte mir zuschicken. Und das ist Du halt bist halt einfach schon, am Puls von der Zeit, ja. ja, absolut. Ist, Auch dort musst du präsent sein. ja. Das ist. Du musst präsent sein. Sein, ich merke es. Du musst sein. Das ist für mich das Wort vom Ja. Tag, du musst sein. Ja, ich schwöre. Das ist geil. Das ist geil. Ja, dann können wir langsam zum Schluss, oder? Hey, willst du noch irgendetwas zum Als Abschluss sagen? Schlusswort. Hast- Würde ich sagen. Danke vielmals, dass ich da sein An darf. unseren das Millionen ist- Zuschauer. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Ihr seid geile Sachen, muss ich echt Danke sagen. Ihr vielmals. macht es richtig, richtig gut. Ihr Ja, müsst das einfach ist- dranbleiben. Auch da probiere es natürlich ein bisschen pushen über Instagram, über Danke. Social Media Kanäle. Thank you. Sehr, sehr Ich aufmerksam. kann es nicht versprechen, dass es viral geht, aber vielleicht geht ja irgendein Reel, den er macht. Kannst du geht stellen für vielleicht viral. Beleidigung oder so? Aber so ist dann, das ist wieder weniger gut. Musst immer korrekt bleiben. Aber du bist ein Missgefühl. Danke vielmals für deine Zeit. Hey, danke. Das ist Danke Hammer. dir vielmals. Wirklich geil gewesen. Hat Spaß gemacht. Kommen wir gerne wieder. Thank you, thank you. Danke, Also danke, Leute, Ey, bleibt gesund, es Mann. war Ich kann wieder eine Zeit für Loosey. Yes, baby, küssen euch hier drauf. Stehen, bleibt gesund, Mann. Geh mit der Mutter einen Kaffee. Bis zum nächsten Sag dir den Podcast. Geh den Mal. Anzug Thank you, kaufen. Jojo. St. Gallen ist um. Yes, baby, Ladies and St. Gallen. gentlemen. St. Gallen, We Thurgau, see Luzern us. müssen du, man. Yes, baby. Talk it like Loose D.